So, da sind wir zurück zum Teil 2 und unserem ersten Tag in Moonlight Peaks. Wir sind angekommen in unserem rustikalen, schönen Häuschen. Wir haben unser Schlafsäckchen aka den Sarg mitgenommen und den Kasimir. Ich nehme das jetzt übrigens zum 3. Mal auf jetzt, weil ich es ja über das iPad aufnehmen und die Software ist dort immer wieder abgestürzt. Jetzt bin ich zurück auf den Laptop und hoffe mal, da stürzt es nicht ab. Aber ich habe also das Gespräch, das jetzt dann gehört, so etwa ein paar Mal aufgenommen. Macht nichts, wir machen es gerne nochmal, weil wir wollen das alles vorlesen. Ich finde das nämlich auch selber immer schön, wenn das Ganze vertont ist und ich das auch wie ein Hörbuch kann nebendran hören. Ich hoffe, euch geht es genau so. So, aber zuerst einmal reden wir noch schnell mit dem Kasimir reden. Da ist es angemessen. Ich habe mir selber schon ein bisschen das Zeug angeschaut. Es gibt jede Menge kleine Falknäuerchen zu jagen. Und natürlich rebeln wir das Büsi auch recht. Das ist total schnuffig. Macht alle 3 Äuglein zu. Genau. Jetzt gehen wir aber das Zeug mal anschauen. Wir haben einen Spiegel, können wir sicher später uns noch wieder umändern. Ein Werkbänkchen und eine Kochstation. Da ist er aber gerade schnell rausgerannt. Unsere Bisslinde. Und vor unserem Anwesen, unserem rustikalen, schläfelt einfach einer. Und den wecken wir jetzt genau wie das letzte Mal, einfach mit einem Guss Wasser. Let's go! Ich bin doch nicht gestorben, das Jenseits grausam und kalt und passend dazu regnet es gerade draussen wie gestört. Ich glaube, man hört es vielleicht sogar ein bisschen im Hintergrund. Hast du mich gerade mit Wasser geweckt? Bin doch kein Blümchen. Das gefällt ihm wohl nicht. Das ist unerhört. Vielleicht habe ich gestern Abend ein bisschen übertrieben. Mit was auch immer, dass er übertrieben hat. Moment! Ich habe gemeint, der Viktor lebt hier allein. Wer bist denn du? Und wer ist der Viktor von dem, wo du schwätzt, hä? Eine durchgeknallte Fledermaus. Ich habe gedacht, der wohnt da. Auf alle Fälle. Du darfst mich Orlok Elosius Ambrosia nennen. Der unvergleichlich. Und jetzt wissen wir auch, warum wir ihn gegossen haben. Weil Ambrosia ist ja eine Frucht. Das Gemüse, eine Frucht. Auf alle Fälle gibt es ja bei einer Folge von Asterix und Obelix, wo sie dort die vielen verschiedenen Aufgaben lösen müssen und dann auf der Insel von Nymphen landet. Nur Nektar und Ambrosia. Und ich würde sagen, das ist eine Frucht. Also musst du gegossen werden, Orlok. Jetzt wissen wir es. Jetzt haben wir das Zeug gelöst, zack, erledigt. Du bist wohl zum Bauern da, oder? Das ist schon ein bisschen komisch. Schrullig ist ein altmodisches Wort. Komisch. Aber ich habe eine Idee. Du siehst einigermaßen vertrauenswürdig aus. Unter uns. Ich habe mir ein paar Samen von meinem Neven, Samuel, ausgelehnt. Und ich scheine tatsächlich nicht die Einzige zu sein, die lustige Wortspiele macht. Auch sie mit dem Samen vom Samuel sind natürlich hure glatt unterwegs. Ich habe gedacht, wer braucht denn schon einen Mittelsmann? Ich produziere meinen eigenen Rotwein.
Jetzt wissen wir auch, warum er der vollste Tölsch von unserer Haustür gelegen ist. Er hat einfach ein bisschen einen zu viel gehabt. Jetzt will er also seinen eigenen Rotwein anbauen. Wieso tust du bissen gut nicht auf meine Taste liegen? Es wäre auch schön. Nicht? Ja. Anliegen. Und bissen gut. Ja. Dann eben doch halb auf den PC. Ja, ist eine kleine Wundertüte. Wir bauen hier Wein an. Excusez-moi, ich mache hier ein Let's Play. Fräulein CCB. Aber leider habe ich nicht das nötige Werkzeug. Habe ich dann das nötige Werkzeug? Das wissen wir ja auch noch nicht. He? Wer ist bereit, einem durstigen Vampir zu helfen? Und schon fühlt sich oben links unser Questenbuch. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Habe ich wirklich nicht. Ich auch nicht. Aber der Viktor, frag den, wenn du Anleitungen zum Anbauen brauchst. Wahrscheinlich hat er sich in seiner Gruft verschanzt. Die ist da irgendwo in der Nähe. Und ich komme die Bluttrübeli über. Das ist mein ganzes Wissen Anbau. Aufpassen. Buddeln mit der Schaufel, säen die Samen aus und gießen mit der Spritzkanne. Jede Nacht. Einverstanden. Und jetzt, mach! Sobald der Rotwein bereit ist, erwartet dich ein grosszügiges Geschenk. Ich bin zwar egoistisch, aber undankbar bin ich nicht. Und stell dich den Stadtbewohner vor. Dein Papi hat das nie gemacht und man weiss auch, wie das rausgekommen ist. Nämlich, wo auch immer her du weisst, wer mein Papi ist. Aber gut. Gut, Quest. Quest und Auftrag verfolg all deine Quests und Ziele und aktive Aufträge. Bene, Urlok, den Viktor suchen und dann den Rotwein. Genau. Ich habe Urlok kennengelernt, er ist dramatisch verkatert und hat anscheinend kein Interesse daran, seinen Neffen Samuel für Wein zu bezahlen. Er hat mir Blutraubensamen. Ach, okay. Dann produziere ich jetzt Rotwein für ihn. Ja, probieren, wir müssen ja lernen. Und kennenlernen müssen wir Vampir, Hexen, Werwolf und Seher. Ein Vampir haben wir schon, den Orlok Ambrosia Früchtli. Gut, dann haben wir hier die Karte. Die ist grösser tatsächlich als gedacht. Ich schaue hier ja, bis auf das, dass ich das jetzt 3-mal gemacht habe, blind rein. Also, oh, jetzt bin ich raus. Jetzt kommt die Katze mir gerade auch noch hinten drin. Dann haben wir den Kalender mit Geburtstag und Fest. Dann unser Beziehungsübersichtli. Also können wir da Leute kennenlernen und eben auch noch dann sicher Herzchen vergeben etc. Pipapup. Und wir haben ein Buch für Zaubertränke und Sammelgegenstände. Das ist ganz, ganz herzig aufgebaut, wenn man da schaut, die Sachen, die wir schon haben, zum Beispiel die Trübeli. Das steht, wächst 5 Tage lang, braucht 4 Nächte, bietet einen Ertrag von 3 pro Ernte und wächst im Frühling und wahrscheinlich Sommer. Da können wir noch nichts lesen, aber da wissen wir schon, es gibt ein Brötchen. Also auch herzig gemacht. Aber jetzt heisst es zuerst einmal, wir gehen den Viktor suchen. Ich habe vorher schon herausgefunden, wenn ich rechts drücke, komme ich hier in unser Menü rein. Und wir haben einen kaputten Zauberstab. Und den Rest haben wir schon alles, um wahrscheinlich da mit dem Schäufeli können dann das Ganze machen. Aber ich würde tatsächlich gerne zuerst mal den Viktor finden. Und der muss ja irgendwo da in der Nähe sein. Gruft betreten. So weit bin ich vorher schon gar nicht gekommen. Darum sehe ich dann da auch, wie lange das schon läuft. Okay, das sehe ich gut. Jetzt umgestiegen bin, ich muss gerade schnell ein bisschen schauen, wenn ich das Ganze kann
wenn ich das Ganze anschauen kann. Gehen wir mal in die Gruft. Ui, ja, Pupi, ja, musst fest schnaufen. Und wir laden wieder. Oh! Wir hätten unser Müsli. Miss Linde, bist es du? Bei der Eiszahn vom Mond. Bist das wirklich du? Sorry, kennen wir uns? Ich nehme an, du bist der Viktor. Dann kennst du mich nicht. Dann ist sie herzig. Also vor allem das Bild unten ist ja richtig schnusselig. Ich bin dein Onkel. Dann nicht. Nicht für ungut. Seit ich dich zuletzt gesehen habe, habe ich mich ein bisschen verändert. Sagen wir so, da war eine Hex und dann ein Fluch. Und jetzt bin ich klein, habe aber Flügel, aber leider kein Daumen. Jedenfalls, was bringt denn dich in meine charmante kleine Gruft? Ich helfe am Orlok Trauben anzubauen. Ich versuche anscheinend Rotwein zu produzieren. Ja, den nehme ich. An die edle Kunst fermentierter Früchte. Du hast Glück, ich weiss das ein oder andere über den Anbau von Pflanzen. Und wenn du zufällig ein paar Trübli zu viel hast, würde ich zum einen oder anderen Snack nicht Nein sagen. Sag Bescheid, falls du Hilfe brauchst. Gut, jetzt kann ich ihn fragen, wie bereite ich den Boden vor? Das ist gut, das machen wir mal. Mit der Schaufel. Tun, Werkzeugrad mit R wählen und dann die Schäufel auswählen. Und dann in die Hand nehmen. Und eine leere Stelle finden auf deiner Farbe und drückst Y, um den Boden aufzulockern. Brauchst du schon etwas mit der Hilfe? Ja, wie sehe ich denn das Ganze an? Wahrscheinlich genau gleich. Mit deiner Hand. Wow, danke Viktor. Danke, bist wirklich herzallerliebst. Öffne das Inventar mit X und wähle dann die Samen aus, um sie zu nehmen. Wenn du sie in der Hand hast, drück Y, um die Sämli an der richtigen Stelle auszusäen. Brauchst du sonst noch etwas? Wie gieße ich meine Nutzpflanzen? Ja, das wird ja wahrscheinlich dann sein, wieder im Rädchen und dann... Ja, nein, danke. Okay, komm vorbei, falls du deine Meinung ändern. Prima. Oh, es blinkt da oben. Schau jetzt haben wir den Viktor gefunden. Jetzt, ja, den Rotwein haben wir wie noch nicht. Also, dann gehen wir das einmal machen. Hä? Puppi-Muppi. Gut. Da ist wieder unser Putz. Was ist denn das, was so glitzert? Die kann ich einfach nur streicheln. R. Kann ich dann das ausbuddeln? Rostige Bohnendose. Okay, also... Oh, Geld. Köhlen ist immer gut. Ich würde gerne hier so ein bisschen Pflänzchen an. Kann ich die pflücken? Ernten. Okay. Okay, jetzt habe ich Pflänzchen geerntet. Das ist natürlich auch etwas. Kann ich den dann hier auch wegpickeln? R, der Pickel. Y. Okay. Bene. Dann schon wegklöppeln. Und dann müsste ich doch jetzt können mit den Sensen da ein bisschen... Oh, irgendetwas Rosaniges habe ich auch eingesackt. Oh.
Oh, jetzt habe ich doch da schon ein bisschen das Zeug weggefegt da. So. Oder? Das ist doch jetzt nicht einmal so verkehrt. Ah, der ist verdammt gross, den kann ich sicher noch nicht wegnehmen. Kann ich dann Pinien schütteln? Kann ich. Gut, jetzt nehmen wir hier mal Schäufeli. Excusez-moi. Graben muss ich ja eben so. Wie viel haben wir bekommen von diesen Sämli? Ja, wir schauen schnell nach. 6. Oh, es geht bald schon. Jetzt habe ich da die Blümchen und all das Zeug. Gut. 3. 1, 2, 3. So, jetzt nehmen wir das. Pflanzen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ich stecke fest. Geißen. Nein, gießen natürlich. Okay. Ah, und das Wasser kann ich am Fluss auffüllen. Okay, Bene. So, jetzt haben wir das angesagt. Das ist ja schon mal etwas. Kann ich hier auch schütteln? Oh, jetzt ist etwas abgekehrt. Einfach jeden Baum schütteln. Oh, da ist etwas abgekehrt. Fasern. Jetzt brauchen wir dann sicher alles, das ganze Zeug. Nicht mich wundern, das Stadio muss ja auch irgendwann im Bett sein. Nicht mich wundern, ob wir das hier auch müssen. Auf alle Fälle hat er ja gesagt, wir sollen den Leuten auch Hoi sagen. Sprich, das machen wir natürlich auch einmal. Wir huschen einmal auf die Rechtsseite und schauen, was uns hier erwartet. Und nochmal ein Regengutsch. Ist richtig gut. Die Natur braucht Regen. Wer bist denn du? Vor allem, wo bist du? Ich sehe ihn noch nicht. Ah, da. Okay. Genau das haben wir gebraucht. Noch mehr kaputtes Zeug in dieser Stadt. Sieht aus, als wäre sie vom Blitz getroffen worden. Wahrscheinlich bei dem Gewitter. 2, die wir noch nicht kennen. 2 Männer sind das. Die wird sich nicht von allein reparieren. Okay, was sollen wir deiner Meinung nach dagegen tun? Wie wär's? Ich muss eine andere Stimme für ihn haben. Wie wär's, wenn du dir einen Hammer schnappst und hilfst grossen Brüdern? Nicht der Versuch. Als Bürgermeister muss ich mich um dringendere Angelegenheiten kümmern. Du hast die Bank gebaut, da liegt es doch nahe, dass du auch derjenige bist, der sie repariert. Jetzt Auftritt von mir. Und was haben wir da? Er hat schon das Blitzchen über dem Kopf. Nur ein Vampir in dieser Stadt, genau das habe ich heute Nacht gebraucht. Ich bin Bislinde, schön dich kennenzulernen. Sollen wir so richtig gätzig freundlich rein? Gehen wir. Kehren jetzt Draculas endlich zurück, um das Kuddelmuddel von Grundstück auf Vordermann zu bringen. Die kennen wahrscheinlich auch, wo ich wohne. Ja, keine Sorge, das bringe ich alles wieder an. Wahrscheinlich. Finde ich besser. Ob ich es anbringe, weiss ich ja wie noch nicht. Aber ich probiere es. Ich bin ja bis Linde die Unschlagbare.
Ich bin jedenfalls Brooke Logan, der Bürgermeister von Moonlight Peaks. Okay, wenn er Logan ist, ist er wahrscheinlich kein Werwolf. Kein Dracula, sieht eher aus wie ein Werwolf. Kein Vampirli. Mag deine Zeit ja produktiv sein. Aus der Familie Dracula. Ich bin der Rich Logan, der Zimmermann von dieser Stadt. Und ja, ich bin der Bruder von dem mürrischen Typ da drüben. Okay, der Rich ist freundlicher. Ich sehe jetzt schon, dass du in dieser Gegend für viel Wirbel sorgen wirst. Okay. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich bin nicht da, um Ärger zu machen. Nein, ich behalte es im Hinterkopf. Das kann bestimmt sein. Jetzt spann dich. Die Gerüchte um deine Familie interessieren mich nicht. Schliesslich habe ich damit nichts zu tun gehabt. Dass all meine Familie kennen, verwirrt mich sehr. Hey Bislinde, wenn du Lust und hast zu helfen, dann bring doch ein paar Schittli nach... Nur nicht voreilig, Rich. Ich kann nicht verhindern, dass jemand aus der Familie Dracula sich auf dem Land ansiedelt. Aber du bist neu und wir haben da Regeln. Um dich zu registrieren, musst du zum Rathaus gehen. Ich muss festhalten, wer in der Stadt kommt und geht. Wirf einen Blick auf deine Karte, falls du nicht weisst, wo das ist. Okay. Das ist fürs Erste alles. Okay. Brooke, du wirst auch nicht mein Herzmensch. Hey Rich, jetzt ist nicht gerade gehen. Okay, ich habe mehr Quests. Registriere dich im Ratshaus. Der Brooke hat gesagt, dass ich mich im Ratshaus registrieren lassen muss. Ich weiß nicht, wo das ist, aber die Karte hilft mir. Es wird Zeit, es offiziell zu machen und herauszufinden, was es mit Moonlight Peaks auf sich hat. Ja, was hat es denn auf sich? Auf jeden Fall ist das Interagieren mit dem kaputten Ding. Noch immer kaputt, hä? Da kannst du dich nicht ansetzen. Ob es irgendwann einmal repariert wird, wissen wir auch nicht. Also gehen wir mal aufs Kärtchen schauen. Nutze die Karte, um dich zurechtzufinden und Charakteren aufzuspüren. Gut. Aha. Kann ich also Haus von, ist das Rathaus? Gipfelblickpark. Heulender Hammer. Haus von Tote Torten. Okay, Haus von Seeblick Seidenfäden, Webswunder, zerbrochene Lampe. Wo ist denn das Gemeindehaus? Hure Gegel. Mitternachtsmarkt, Hütte von. Da oben. Ratshaus. Also, wir gehen links und dann da oben. Das machen wir jetzt, das ist unsere Mission. Dann treffen wir vielleicht noch jemanden. Jetzt habe ich gesagt links, oder? Ist denn das da schon links? Ja. Man kann bestimmt fischen. Sind denn die zwei Knoblis jetzt auch da auf meiner Liste? Schau jetzt. Der Victor ist auch drauf und er hat auch irgendwann Geburtstag. Sieht man denn da, was die sind? Oben Werwölfli. Schau das Symbol. Bene. Da wollte ich schauen. Kennenlernen. 2 Werwölfe. Schau jetzt. Okay. Gut. Jetzt gehen wir aber hier rauf. Ui, dicker Fisch. So blinkt. Komm nicht dazu. Da. Ratshaus betreten. Das machen wir jetzt gerade. Was gemacht ist, ist gemacht. So. Gottes Willen, was ist das für eine Kiste?
Schau her, wer bist du? Schau, 3 Augen, wie die Katze. Oh, bissig ist es, wie die Katze mir. Ah, du bist's. Der Bruck ist wieder da. Bist Linda, oder? Mhm. Wie ich sehe, hast du den Chester schon kennengelernt. Das Knurren ist nur ein willkommenes Grüßli von ihm. Gib nichts drauf. Er ist eigentlich harmlos, das versichere ich dir. Harmlos, der hat 10 und 3 Augen und 2 lustige Füße mit 3 Zehen. Seine Zähne sind nur Einschüchterung, nicht zum Beißen. Er hat nur ein grosses Maul. Du musst wissen, der Chester ist unser kleines Willkommensgeschenk für Neuankömmlinge. Er wird bald zu deinem Grundstück geschickt. Kann ich mir einen aussuchen, der weniger knurrt? Gibt es noch eine Bedienungsanleitung? Oh, ich nehme den. Eine Bedienungsanleitung, so kompliziert ist das jetzt wirklich nicht. Der Chester ist eine Art Verkäufer. Leg einfach alles dort rein, was du verkaufen willst. Er übernimmt den Rest. Oh, das ist gäbig. Aber genug davon. Ich habe dich aus einem anderen Grund hier bestellt. Legen wir mit der Anmeldung los. Okay. Bin bereit. Ich muss dich fotografieren. Okay. Ich muss dich fotografieren. Ich kann nachher mit der Uhr drehen. Ich glaube, er hat jetzt ein Problem mit dem Fotoapparat. Wo ist bloß meine Kamera? Immer räumt Zaga Sachen weg. Kopfstutz. Wo Zeilands Donner. Aha, ich habe sie. Es ist echt ein Bild, wie du da liegst, Büsi. Hm? Ja. Schnurzi Purpsi. Ich musste schnell ein Foto machen vom Schnurzi Purpsi. Vielleicht füge ich es dann hier ein. Schnell. Mein kleines Setup. Setup. Okay. Steh still und sag, was auch immer Vampire sagen. Bis. Blut. Reisszähne. Nein, bis. Mann. Ah ja. Was ist passiert? Ich habe vergessen, dass deinesgleichen nicht auf Fotos zu sehen sind. Haha, stimmt. Typischer Vampirquatsch. Aber egal, dann zeichne ich dich eben. Halt still. Okay, ich bin gespannt. Das sollte lange. Geil! Oh, sensationell. Sensationell. Sensation, wie ich aussehe. Sensation. Gut. Wow, du hast meine Schokiseite echt verwünscht. Oh, ist verrückt. Sehr witzig. Kein Grund, dich über mich lustig zu machen. Ja, das ist doch gut. Komme ich jetzt einen Ausweis über mit dem drinnen?
Wir brauchen auch ein exaktes Porträt. Hauptsächlich geht es darum, dass die benötigten Papierli in Ordnung sind. Okay. Alles fertig. Du bist jetzt offiziell angemeldet. Du musst nicht da bleiben, während ich mich um den restlichen Papierkram kümmere. Also geh, verschwind, verreis. Ich will aber den Chester noch haben. Der Chesti Popesti. Gut. Jetzt hat es doch hier auch wieder aufgeblinkt. Eins ist abgeschlossen. Okidoki. Gut, gehen wir mal weiter. Das war das Herzchen. Oh. Hallo. Hey, du bist der neue Ankömmling, von dem alle reden. Bist Linda, gell? Woher weisst du das? Ich halte halt immer die Ohren offen. Ich bin die Saga. Du hast das Zeug umgeräumt. Wenn etwas gemacht werden muss, kümmere ich mich schon darum. Oder zumindest gleich. Melde dich bei mir, wenn du Hilfe brauchst, dich einzugewöhnen. Oder wenn du für den Noel eine einstweilige Verfügung brauchst. Ich finde für beides Zeit. Bis dann! Gut, tschüss. Könnt ihr auch etwas geben? Geisterstunde. Guck, ich bin schneller. Ihr könnt auch einfach hier in ihre Hütten hineinwackeln. Was ist das? Aufträge anschauen. Komm später wieder. Jö, was ist denn das unten links? Okay, auf jeden Fall wissen wir, es gibt später auch Aufträge. Gut. Das ist immer noch kaputt. Was ist denn das? Moonlight Peaks. Westen Moonlight. Norden Mondscheinwald. Da links ist mein Hütchen. Oh, da ist der Mondscheinwald. Mal schauen, was es im Wald hat. Ups. Ich will gar nicht dort rauflaufen, aber auf jeden Fall nimmt es relativ... Oh, was ist denn das? Da bin ich am Strand. Bozeilandstunnel. Oh. Ja, das System packen wir doch gerade ein. Mischeli auch. Was habe ich denn da jetzt gefunden? Kann ich dich mitnehmen mit dem lustigen Hut? Okay, ich nehme ihn tatsächlich mit. Ich stelle ihn mal bei mir an. Wann ist echt die Nacht vorbei? Bevor ich wieder zu Hause sein muss, bevor ich sterbe, weil es hell wird und ich zu Staub... Hoi, Chester. Hoi. Bist es du? Stell dich mal da. Kann ich dich da hinsetzen? Öffnen. Ich kann streicheln. Wo findet ihr das Lied? Glückliche Chester-Geräusche. Jetzt habe ich doch, wenn ich hier raufdrücke, voilà. Chester aufheben. Aha. Okay. Dann tue ich doch mal schnell da. Wie ist jetzt es gegangen? Du schaust mir nach. Okay, Lene. Jetzt tue ich doch da mit dem mal das wegnehmen. Und dann kann ich den Chesty doch da aufstellen. Hä? Kannst du doch ein bisschen im Schatten hückeln? Ist doch gäbig, oder? Prima. Jetzt könnte ich ja gerade da noch ein bisschen weiter. Ich weiß auch gar nicht, was da hinten alles hat.
schauen, dass wir da sicher dann genug Platz machen. Dass wir da ein bisschen rostige Axt. Probieren wir mal den zu hacken. Ui. Okay, das war jetzt schwere Kost. Ah, jetzt sehe ich es, aber links braucht es noch Energie. Okay. Ja, Holz plus 1. Jetzt nehmen wir hier noch wieder den Pickel. So, gut. Was hat es denn da? Muss ich da auch pickeln? Schau. Stein. Gut, dann habe ich nämlich hier schon ein bisschen Platz. Schauen wir mal. Ah, den kann ich nicht. Ich brauche besseres Werkzeug. Okay, verstanden. Ich habe mit der... Oh, jetzt habe ich das Blümchen abgesaugt wieder. Macht nichts. Aber da habe ich hier oben schon ein bisschen Plätzchen für... für mein Zeug. Das ist gut. Das habe ich Dingslet. Stadtbewohner habe ich jetzt schon... Ah, das war ja auch ein Werwolf. Saga. Ich hätte gedacht, sie seien sehr, aber das sieht man denen ja auch nicht an. Gut. Ich würde sagen, das war es für den ersten Tag. Und jetzt gehen wir mützen. Ich habe immer ein bisschen Schiss. Ich sehe noch nicht mit dem Füßchen auf der Tastatur. Bisschen gut. Kann ich dann hier rein... Ah, kann ich auch wegräumen mit dem? Das ist gerade gut. Das machen wir nämlich. Jetzt probieren wir noch. Kann ich dann auch mit der... Aber nicht, dass ich da den Boden kaputt haue. Nein, schau jetzt. Jetzt habe ich gerade noch Energie. Dann habe ich da ein bisschen mehr Platz. Und wie haue ich das weg? Nicht, he? Ah, da haben wir das. Wir haben das Lager da. Ah ja, gäbig. Ich habe noch einen Gartenstuhl. Ins Inventar öffnen. Da kann ich das eigentlich hier ins Inventar. Da kann ich das auch, den Güssel hier ins Inventar. Gäbig. Kann ich das auch drehen? Ah ja, da. Jetzt hat es ein Schubladchen. Das da kann ein Inventar, hat jetzt gar keine Blumen. So. Jetzt sieht es ja schon ein bisschen ordentlicher aus. Dann gehen wir jetzt mützen und warten auf den nächsten Tag. Und den sehen wir dann im nächsten Teil. Genau, schlafen. Ade Messi! Was haben wir gemacht? Wir haben 5 Leute kennengelernt. Und wir haben den ersten Tag überstanden. Prima! Tut es jetzt speichern? Das wäre wie Spiel gespeichert. Wunderbar! Dann sehen wir uns im nächsten Teil. Wenn wir wieder ein bisschen weiterspielen und schauen, was bis Linde und der Katzimir heute alles erleben und tun. Tschüss, tschüss, merci, auf Wiedersehen, Frieden, Glück, Ade.